Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar reden wir heute über eine spannende Kamera. Also wenn wir hier mal über eine nicht spannende Kamera reden würden. Und zwar geht es heute um Fujifilm GFX 100 RF. Dieses Video wird ein bisschen länger gehen und es wird vor allem mich zeigen und ich werde euch erzählen, weil ich die Kamera jetzt 2 Monate lang bei mir hatte. Und eigentlich kann ich ein Mini-Fazit schon jetzt geben. Die Kamera die geht heute retour zu Foto zum Stein, wo ich sie gekauft habe, ursprünglich. Ich bin aber jetzt nicht sicher, ob ich sie behalten will, weil vielleicht tausche ich sie wieder ein. Ich habe am Anfang gemeint, die Kamera ist schlecht. Das ist fast wie ein kleines Kind sagt, «Wäh». Und man sagt, ich habe das nicht gern. Und ich musste das jetzt 2 Monate lang lernen, dass die Kamera nicht für mich ist. Und in diesem Video gehe ich darauf ein, warum das so ist, dass du für dich kannst entscheiden kannst, ob die Kamera etwas für dich ist. Weil ich musste lernen und durfte lernen und es war auch sehr eine spannende Zeit gewesen, und darum ist sie mir jetzt irgendwie gleich ans Herz gewachsen. Aber irgendwie habe ich am Anfang gedacht, das ist ein kleiner Witz. Weil, ihr müsst es verstehen. Ich habe mir 2021, ich glaube es war 2021 oder 2020 gesehen, an einem Anlass von Fujifilm, eigentlich schon vor dem Anlass, eine GFX 100S gekauft. Das war eine riesige Investition für mich. Ich habe vorher Hochzeiten gefotografiert mit Fujifilm X-T4, noch vorher mit Sony A7 III und noch mehr vorher Canon 5D Mark IV und weiter zurück müssen wir jetzt nicht. Aber ich war sehr happy mit Fuji X-T4. Ich hatte auch mit dem APS-C-Sensor überhaupt kein Problem gehabt. Auch nicht, dass Fujifilm keine Vollformat-Sensoren baut. Das war mir auch gleich gewesen. Und die GFX, die ist natürlich etwa die mal irgendwo bei der Werbung durchgegangen oder man hat sie mal gesehen, hier und da und dort. Und dann habe ich für mich einfach entschieden, völlig unnötigerweise brauche ich so eine Kamera und habe die dann gekauft, respektive bei einem Anlass von Fujifilm in Crans-Montana, GFX Experience, habe die Kamera ausprobiert, habe aber schon gewusst, also ich kann mich noch erinnern, ich habe sogar mein Smaller-Rig L-Winkel schon mit dorthin genommen. Ich habe gewusst, die Kamera, die ich dort in die Finger nehme, das ist die ich kaufe. Und ich habe natürlich den Leuten auch geschrieben und gesagt, hey, die Kamera, die dir zur Verfügung steht zum Testen, ihr könnt eine neue mitbringen, weil ich kaufe die dann. Und ich konnte dann bei der Quittung auswählen, bei welchem Laden ich die kaufen will, weil Fujifilm verkauft gemäss meinem Stand Kameras nicht direkt. Und habe dann gesagt, ich will die beim Foto zum Stein kaufen, und so sind wir überhaupt auch erst ein bisschen in Kontakt gekommen. Geschichtssprung. Ich bin also dort in diesem Crans-Montana, vielleicht kann ich euch noch 1-2 Fotos einblenden, und sonst stellt euch vor, es ist eine schöne Schweizer Landschaft, irgendwo am Hoger oben, Oberwallis, glaube ich. Crans-Montana ist vielleicht noch so ein Begriff. Wunderbar gesehen, ich konnte dort X-Objektiv probieren. Es gibt auch super coole Objektive. Ich habe selber zwei, ein 55 mm, was 43 mm entspricht, weil ihr müsst beim Mittelformat rückwärts umrechnen, mal 0,79. Ich kann euch aber sagen, das 110 mm f2, das klebt auf dieser Kamera. Von mir aus könntet ihr eine Kompaktkamera wie die machen und das 110er drauf tun. Es wäre mir egal, ich käme mit dieser zu Schlag. Bei Mittelformat ist das Ganze ein bisschen speziell. Es gibt ja irgendwelche Leute im Internet, die behaupten, einen Mittelformat-Look gibt es nicht. Doch, den gibt es. Und es gibt auch den Leica-Look. Im Endeffekt ist das nichts anderes als eine Zusammenfassung von mehreren Faktoren, die eine Kamera mit sich bringt, wo er halt für diesen Bildlook sprechen. Und bei Leica ist das der Sensor mit den Farbgebungen, mit den Modifikationen, die Leica sagt, dem Sensorhersteller, auch Sony, weiß es nicht. Und das gibt im Ganzen am Schluss mit den Objektiv, mit den entsprechenden Einstellungen, gibt es einfach den Look. Und den gibt es. Und den machen auch andere Kameras. Und ich kann das vergleichen, weil ich den gleichen Sensor eine Zeit lang bei 4 Kameras von unterschiedlichen Firmen hatte. Und die haben unterschiedliche JPEGs und RAW-Daten produziert. Mittelformat hat auch einen Mittelformat-Look, und zwar bei mir der Grund, warum ich überhaupt eine Mittelformat-Kamera wollte, respektive warum ich eine Fujifilm GFX wollte, ist, ich hatte dann regelmässig Familienfotoshootings, auch Babybauch, und mir ist aufgefallen, wenn ich bei APS-C oder auch bei Vollformat mit einem Objektiv arbeite, das sehr offenblendig ist, also dann zumal für mich gesehen Blende 1.4, ja, Blende 1.4, dass ich bei einer gewissen Distanz zum Objekt, das ich gefotografiert habe, zum Subjekt, also zum Menschen, den ich gefotografiert habe, dass halt der Schärfebereich klein ist.
was ja völlig verständlich ist. Und ich habe gemerkt, beim Testen, beim Mittelformat verhält sich das anders. Und dort hier bin ich jetzt so zu wenig der Mathematiker, dass ich euch das wissenschaftlich belegen kann. Das wollte ich ja nicht, um das geht es bei mir auf dem Kanal gar nicht. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr mit Mittelformat, mit Blende 2 auf dem Objektiv, dann habt ihr das Bokeh gefühlt Blende 1,6 und es gibt also Umrechnungswebseiten, wo man das ausrechnen kann. Bei der GFX 100RF ist es ja irgendwo durch auch das Blende 4 Objektiv entspricht der Freistellungsmöglichkeit vom Bokeh hinten Blende 3,1, aber Licht kommt gleich viel rein, für auf Vollformat und so weiter. Und die Öffnung vor der Blende ist gleich. Aber der hat durch einen grösseren Sensor, und weil sich das dann wie anders umrechnet, bei dem, wie das Licht auf einen Sensor trifft, hat er mehr Freistellungsmöglichkeiten. Also er hat einfach mehr Bokeh. Punkt. So, und bei der GFX ist mir das halt auch aufgefallen, dass die Schärfeebene gefühlt ein Mühe grösser ist. Also mein Subjekt, das ich fotografiere, ist ein Mühe grösser. Aber ich habe gleich die Freistellung von Blende 1,6. Wenn das jemand wissenschaftlich widerlegen kann, darf er das gerne mir zuschicken. Ich tue das auch gerne in einem anderen Video zeigen. Also ich will hier nicht wie sagen, es kann wie nicht sein, das wird wohl mathematisch irgendwie belegbar sein, aber gefühlt für mich, und das ist für mich wichtig zum Fotografieren, spüre ich einen Unterschied, ob ich mit der GFX 100 und dem 110 mm, also 85 mm f2 gefühlt f1.6 gemäss einer Umrechnungstabelle beim Mittelformat eine Person fotografiere, wenn ich die Schärfe, die die Person hat, bei gleicher Distanz von mir zu ihr vergleiche mit einem Blende 1.4 auf Vollformat oder eine Zeit lang mal ein Blende 1.2 Objektiv gehabt, dann ist sehr viel von dieser Person unscharf. Das fängt manchmal schon dabei an, dass wenn der Autofokus das Auge nicht sauber nimmt, dass manchmal die Nase scharf ist und ihr kennt das Auge nicht. Bei einer gewissen Distanz, wenn ihr von dieser Person weggeht, ist das ein bisschen weniger schlimm. Die Schärfeebene wird wieder grösser. Aber beim Mittelformat habe ich das ein bisschen weniger. Und gleich ist das, was weiter weg ist, also irgendwelches Geäst, Bäume, wo die Sonne durchscheint, wo es so schön Bokeh gibt, die Kugeln, die wir alle gerne haben. Muss immer ein bisschen aufpassen, dass wir hier für ein breites Publikum Sachen erzählen. Also wenn jetzt du einfach schon versierter Fotograf bist, möchte ich dich nicht zu fest langweilen mit irgendwelchen unnötigen Details, aber es könnte ja hier irgendjemand zulassen. Ja, beim Mittelformat verhält sich das für mich einfach anders und für mich ist das dann auch der Mittelformat-Look, den ich je nachdem bewusst gerne habe oder wo dann vielleicht auch fast schon too much Freistellung kann sein. Das als Einleitung dazu zu dieser Kamera. Jetzt geht es aber hier darum, GFX 100 RF. Warum, was ist cool, was ist nicht cool. Wir fangen mit dem Elefant im Porzellanladen an, mit dem Objektiv. Jetzt habe ich Ihnen schliesslich erzählt, warum ich so Fan bin von dem 85 mm äquivalenten 110 f2. Und hier hat man mir, genau, ich sage es extra so, warum ich die Kamera am Anfang habe missverstanden, hier hat man mir ein f4 35 mm gegeben. Und das f4 35 mm, das ist ein 28 mm, wenn man es mal 0,79 rechnet. So wie man das eben muss, ist es 28 mm, also gleich Field of View wie bei einer Leica Q3 oder bei, ja, was gibt es noch jenstes. Aber hier mit dem Mittelformatsensor 100 Megapixel, natürlich spannend, weil auch bei Leica Q3 hat man einen Digital-Crop, den man im Marketing gross anpreisen. Hat man hier auch, aber hey, jetzt bin ich einfach mal so ein bisschen zynisch. He? Nicht böse, aber ich bin jetzt einfach ein bisschen zynisch. Ich bin ja schon immer sehr nett gegenüber Kameras. Hey, das ist DigiCrop. Tun wir es nicht zu fest aufblasen. Es ist einzig und allein einfach die Tatsache, ich kann reinzoomen, weil ich mehr Auflösung habe. Und jetzt für alle Anfänger oder für alle Amateure oder wie du dich auch immer nennst, wenn du jetzt nicht irgendwie beruflich mit Fotografie arbeitest, je nachdem, ob du einen Vollformatsensor oder einen Mittelformatsensor hast, das entscheidet nicht, wie viele Megapixel du hast. Wird sich dir schon mal gezeigt haben, wenn du das Handy vergleichst mit einem kleinen Sensor und du hast am Ende des Tages gleich 48 Megapixel auf dem neuen iPhone 16 Pro. Wie machen sie das? Auf das gehen wir heute nicht drauf ein. Das ist einfach auch noch ein bisschen, sagen wir manchmal, beschissen. Hier haben wir auf einem grossen Sensor 100 Megapixel und wenn ich 100 Megapixel habe,
egal wie gross es der Sensor ist, ich kann reincroppen. Und ich meine, ich tue das Foto ins Lightroom rein und die Kantenbreite ist 11'990 Pixel und logischerweise, wenn ich mein Foto möchte, auf Instagram aufladen in eine Story, dann ist die Höhe von dem Ganzen, was ich dort brauche, 1029 selbstverständlich, 1080 breit, das ist im Endeffekt so, so, das ist Full HD, hochkant. Und ich habe aber irgendwie 6-mal mehr Auflösung. Logisch kann ich digital reincroppen. Ich meine, das ist einfach völlig klar. Und das finde ich auch bei Leica Q3 so ein bisschen, ja, es ist herzig, dass das natürlich mega vermarketisieren. Aber hey, come on, das ist echt digital crop. Also, hier haben wir aber zusätzlich haptische, physische Rädchen, die ich belegen kann. Hier vorne einerseits das Hebel, das hat ja schon die X100-Serie. Das erinnert mich vor allem an die Thematik, die man bei den Leicas hier links hat, im Messsucher zum Framelines einblenden, dass man sieht, wo sind die Begrenzungen, früher noch, da gehe ich jetzt nicht fest drauf ein, Kameratechnik, also wenn man noch Messsucher hatte und echt durch das Glas oben links hat geschaut, dann hat es da innen so Framelines gehabt, wo man dann hat gesehen, ja, wenn ich 50 mm getroffen habe, wo tue ich denn überhaupt herzielen. Und das Hebel kommt gemäss meinem Stand aus dieser Zeit und das hat mir jetzt hier natürlich zweckentfremdet und das brauche ich nicht mehr, ist das IBF drin. Und das kann ich jetzt hier frei belegen, zuschnitten, weil ich meine im Endeffekt Mittelformat hat einen 4:3 Sensor. Also nicht 16:9, wie man das von Vollformatsensoren kennt, sondern 4:3. Das ist ein sehr angenehmes Bildformat. Finde ich, kann aber auch sein, weil ich mich einfach daran gewöhnt habe, weil ich schon länger mit GFX hauptberuflich arbeite. Und jetzt, was macht das Wählrädchen hier, oder was machen die ganzen Rädchen hier? Entweder zoomen sind wir rein, croppen sind wir rein in das 100 Megapixel Bild. Ich habe dann nicht mehr 100 Megapixel, was ich in der Regel nicht brauche. Ich habe aber nicht den Look von 50 mm oder von 90 mm, sondern es ist so pseudo, ich einfach reinzoomen. Das heisst, ich habe nicht ein stärkeres Bokeh. Auch wieder für vielleicht ein bisschen mehr Einsteiger hier, wenn ich Weitwinkel fotografiere und wenn ich näher bei gleicher Blende, aber eine stärkere, also eine nähere Brennweite nehme, beispielsweise von einem 35er auf einen 120er, dann verändert sich die Stärke der Hintergrundunschärfe massiv. Also das Bokeh wird stärker, das dahin. Wenn ich hier vorne meine Kamera, die ist jetzt im Moment auf 50 mm 35 mm. Also da habt ihr recht viel Material drauf. Bei Blende 2, die eingestellt ist, wenn ich es richtig sehe, haben wir die Tiefunschärfe. Wenn ich das Objektiv jetzt wechseln auf ein 100 mm, was nicht so gäbig geht, weil sonst das halbe Büro muss umräumen, dann hättet ihr hier hinten eine massiv krassere Kompression und durch das viel mehr Bokeh, viel mehr Tiefen und Schärfe. Auch von hier wäre viel weniger scharf, was wir ja nicht wollen, weil ihr sollt ein bisschen sehen, was hier geht. Es ist schon ersichtlich, wenn mein Gesicht hoffentlich scharf ist und ich hier vorne eine Kamera habe, dann ist die Kamera hier vorne nicht ganz scharf. Darum haben wir hier noch die zweite Kamera, wo dann hoffentlich die Kamera scharf ist. Wenn ich es am richtigen Ort her tue. Also, das mit dem Digital-Crop und mit diesen Rädchen eigentlich lang erzählt, kurz erklärt, ich habe hier einfach haptische Rädchen drauf, wo ich X, Zoom und Formatfaktor-Sachen drauflegen kann. Und wie gesagt, ich bin heute ein bisschen zynisch drauf bei diesem Video. Das macht alles 2 Wochen lang mega Spass und er hat man es gesehen. Und vielleicht, ja, habt ihr das Panorama-Format von alten Filmkameras, wo müsst ihr euch wieder vorstellen, der hat 36x24 mm, Grösse von einem normalen Vollformatsensor. Das ist aus der Analogzeit. Das Format hat gemäss meinem Stand Leica erfunden. Geht es gerne nachschauen auf Wikipedia. Gemäss meinem Stand hat das irgendein Dude bei Leica, der Oscar, hat es erfunden, indem er die Analogkamera hat gebaut aus Filmrollenmaterial in den Kinos 1934. Und dann hat es natürlich irgendwie ganz viele Varianten gegeben, die man mit Analogkameras gemacht hat. Und dann hat irgendeiner mal gefunden, ich mache das Format X-Pan, Fujifilm ist da dabei gewesen, aber auch Hasselblad, also es gibt Hasselblad X-Pan, Fujifilm TX1, bin gerade unsicher. Ich habe mich dort immer ein bisschen zurückgehalten, ich wollte nicht noch mehr Zeug kaufen, weil das Zeug ist mega spannend, aber im Endeffekt machen die Analogkameras nichts anderes, als sie belichten 2 Frames. Ihr habt das Analog
das Foto, so, das die Kamera belichtet. Und dann habt ihr nebenan das nächste Foto auf dieser Filmrolle. Und das, was die X-Pan-Style-Kameras, ich jetzt so zusammenfassen, die belichten seitlich einfach 2 Fotos. Und dann habt ihr natürlich ein 72 mm breit belichtetes. Habe ich jetzt wirklich so schnell 36 mm mal 2 gerechnet? Ich bin von mir selber überrascht. Habt ihr natürlich so ein Foto, das kann man dann genauso entwickeln, auf ein breites Bild drucken, entwickeln, reproduzieren, was auch immer. Und das Format, das ist geil. Ich sage es jetzt einfach so, es ist geil. Es ist mega cool, so ein breites Format. Ich meine, dort vorne hängt das 150 x 50 cm Panorama von Bern. Habe ich nicht so gefotogt, habe ich mit einer GFX aus 20 Fotos zusammengestitcht, aber früher hat es halt die einzige Möglichkeit gegeben, dass man mit einer X-Band-Style-Kamera gefotogt. Widelux war auch noch so eine Analogkamera, die ist aber noch mal breiter. Gut. Diese Kamera macht jetzt was? Die hat 100 Megapixel, 4:3 und sie schneidet nicht das X-Pan-Format einfach aus diesen Bildinformationen. Wir haben vorhin gesagt, Kantenlänge, Länge-Kante bei 100 Megapixel ist 11.990 Pixel und dann schneidet der oben und unten ein bisschen weg und dann habt ihr ein Panorama. So, und jetzt müssen wir einfach uns kurz 20 Sekunden Zeit nehmen von diesem Video, um zu realisieren, that's it. Es ist nicht mehr. Es ist ein digitaler Crop in einem beliebten Format von vor allem Enthusiasten, die gemäss meinem Stand vielleicht auch nicht so auf Social Media unterwegs sind, weil das Format, das ist heute halt einfach auf diesen Plattformen, wo wir uns alle bewegen, nicht gäbig. Du kannst wohl ein YouTube-Video machen und kannst das so zuschneiden. Ich habe das sogar schon mal probiert. Ich habe mal ein Video gemacht von unserer geliebten Schrattenhütte, wo ich in 21:9 mit einer GFX habe gefilmt. Und es ist so breit, aber nur so hoch. Und da kommt so ein bisschen Kino-Feeling auf. Kinoformat, da gehen wir auch in diese Richtung. Das ist cool. Aber als Foto, wenn das dann so in die WhatsApp-Status laden oder echt generell, wenn das deiner Familie schicken, Freunde, Kollegen und so wieder, schau mal hier, mega geil, dann ist das auf deinem Handy. Das Mädchen braucht heute extrem viel. Dann ist das auf deinem Handy, oder? So gross. Fertig. Und das ist einfach... Das ist nicht gäbig. Und das ist mega cool, um Kreativität auszuleben, wenn du für dich fotografierst. Und das empfehle ich dir auch. Fotografiere mehr für dich, weniger für Klicks und Likes und was auch immer auf Instagram. Aber hey, wir reden hier von einer knapp, jetzt per Stand jetzt, vielleicht schaust du das Video 2 Jahre später, 5'000 Franken Kamera. Die Kamera, die hat auch absolut den Wert, das sage ich dir jetzt hier. Und wenn hier jemand von Fujifilm zuschaut, so fest, weil eben, ich arbeite das meiste Zeug mit einer Fuji GFX 102. 100 Mark II. Den Namen hätte man ein bisschen besser machen können. Diese Kamera, die hat mich einfach wirklich genervt. Ich muss sagen, Fluchwörter auf Schweizerdeutsch vorstellen. Warum habt ihr, Fuji, völlige Arroganz meinerseits, tut mir auch mega leid, nein, tut es mir leid, aber warum habt ihr die nicht für mich gebaut? Ich will doch ein cooles Objektiv, ich will freistellen. Es hat mal böse Zunge gesagt, Leute, die nur mit offenblendigen Objektiv fotografieren können, die können gar nicht fotografieren. Hey, oh, darf ich das? Das muss ich auch piepen. Bullshit. Das entscheidet niemand, ob jemand fotografieren kann. Also ja, wenn der Wettbewerb gewinnen und so, natürlich. Zum Beispiel Wochensieger, cooler Wettbewerb. Dann entscheidet es jemand, dann hat er eine Jury und so weiter. Aber wenn du für dich fotost und ich muss ich mal ein Video machen über Motivation zum Fotoen und wie das fängt und so weiter, das beschäftigt mich selber aktuell sehr fest. Aber hey, Fotografieren ist eine Kunstform und du machst die Regeln. Wenn du ein Maler bist, ein Kunstmaler, Kunstmalerin und eine Leinwand hast und du machst irgendetwas mega Geiles, dann machst du, was du Bock hast. Du fängst nicht an zu malen, weil du findest, ich will jetzt irgendwie das genau so wie der machen. Ja, vielleicht ist das deine Inspiration, aber es ist nicht... Du bist, in der Regel sind Menschen nicht Copycats, die etwas genau nachbauen wollen. Sonst kannst du dir einfach eine Kopie von irgendeinem Künstler, seinem Bild kaufen. Wir sind wieder abgeschweift. Aber ich finde die philosophische Lektion gleich auch noch spannend. Weil es erklärt ja einfach auch, warum ich mental nicht Schlag bekomme mit dieser Kamera. Ich habe mit diversen Leuten darüber diskutiert, auch online. Ich muss sagen, nein Mann. Warum? Warum tun sie da nicht ein geiles Objektiv rein? Und dann, was mich einfach auch noch hat genervt ist, das sieht man vielleicht auf dieser Kamera, und die schauen es da scharf gestellt,
Ihr seht jetzt das. Es sieht mega ähnlich aus wie ein X106. Ein X105. Und das ist auch nichts Schlechtes. Ihr habt hier den Objektivring, den Blenderring, den ihr drehen könnt. Und jetzt kommt aber das Objektiv hier raus. Das fährt aus. Weil das Objektiv ist hier in diesem Metallring innen, wo, Haptik von dieser Kamera, Hammer, hey, mit den ganzen Rädchen und so, das fängt mega. 2 Wochen, nein, nicht mehr. Weil du brauchst es dann nicht mehr. Auch das Teil hier, ich meine, du hast mega nett, sie tun einen UV-Filter rein, was so mega Sinn macht, ist sie baut das Objektiv, wenn sie wieder runtergehen, kannst du das Objektiv neu kaufen, sondern die ganze Kamera. Das kommt hier drauf. Das ist flimsy, ich tue es extra so zeigen, natürlich ein bisschen überspitzt, aber gleich, hey. Es kommt hier drauf. Das wird festgeschraubt. Gegenlichtblende, coolerweise. Sehr schöne, sehr gut verarbeitet ist auch dabei. Aber ich sehe, das Ding wird ja gleich immer wie grösser. Das hier, das ist Q3, 28 mm. Q3, 43 mm. Die sind schwerer. Vollformat. Schwerer als die. Warum? Es ist ein persönliches Video. Und es ist ein zynisches Video. Aber es ist schon ein Video, das erzählt, wie ich es verarbeitet habe, dass ich verstanden, die Kamera ist nicht für mich gebaut worden, weil ich zuerst ein bisschen beleidigt war. Ich bin es jetzt nicht mehr. Aber gleich. Warum hätte die Kamera leichter sein als die zwei? Ich habe manchmal das Gefühl, es hat einen gefunden, komm, die machen wir jetzt leichter. Und dann ist das echt zuoberst auf dem Whiteboard von den Plänen von der GFX 111 gestanden und hat man es echt so gemacht, weil es niemand mehr hat hinterfragt, weil es gar nicht nötig ist. Sie ist gross, sie ist, schaut. Das sind nicht übergrosse Mannenhang. Ich kann die schön in die Hand nehmen, mein kleiner Finger geht unten dran her, tut es stabilisieren. Ich habe noch so ein L-Frame drumherum. Ich kann die gut in der Hand führen und sie kippt auch nicht vorab vom Feeling, das man eigentlich bei anderen Kameras hat, dass sie so ein bisschen vorab kippt. Das passiert hier auch nicht. Also, das passiert hier nicht. Hier natürlich schon. So. Und jetzt ist es so, jetzt hat doch das Objektiv hier einfach ein bisschen grösser sein, ein bisschen schwerer sein. Und selbstverständlich habe ich Fujifilm gefragt. Also ich selber habe sie gefragt, plus ich habe Interviews geschaut, wo man das erzählt hat und mir gesagt, hey, das Objektiv wäre mega gross geworden, es schaut jetzt schon von der Aufbau, von den Gläsern und so in die Body rein und das ist einfach, wir hätten das nicht es wäre nicht gäbig gegangen, zum mit Hang nehmen. Es gäbe scheinbar Prototypen, wo man das hat probiert und dann wäre es riesig gewesen, und dann wäre es schwerer gewesen. Also, verstehe ich. Aber es ist eine Kamera für Streetfotografie. Also man hat es im Marketing so gezeigt. Es sind sehr viele Fotografen, die auch am Launch-Event in Prag waren, die Streetfotografie-Fotos zeigen. Und ich muss sagen, das jetzt, wenn du so eine Kamera mit in die Straße nimmst, die von vorne, also du bietest ja noch Silber und Schwarz an. Also ich meine, das ist ein Accessoire. Du kannst mit jeder Kamera Streetfotografie machen. Die Leute gehen mit der Hasselblad 500. Das ist so eine... Hey, so eine nicht mehr da. So ein riesen Türchen, mit der sie Streetfotografie machen. Ich meine, Leute gehen mit der Streetfotografie machen. Das ist doch eine Kirche. Du bist mit einer Kamera in der Stadt, du machst coole Fotos. Gewisse Fotos gehen vielleicht nicht, weil wie zu fest auffallst, also so ein bisschen Inkognito-Sachen. Das geht mit der auch nur begrenzt, weil für das ist sie gleich schon fast wieder zu gross. So eine schwarze, kleine Leica, und sie ist eben schon ein Mühe kleiner. Nicht viel, aber... Sie ist ein Mühe schwerer und wenn ich das so vergleiche, das ist eine Streetfotografie-Kamera, da habe ich mega viel Qualität und ein Wahnsinnsobjektiv drin und wir landen wieder beim Hauptpunkt und ich glaube, das Video muss auch, ich muss gar nicht weiter erzählen, weil ihr habt den Punkt mitbekommen. Das Objektiv ist, ich spare mir das Piepsen. Es ist einfach nichts. Fuji, nope. Es ist einfach mega schade, weil die Kamera ist so wahnsinnig cool und die ist es ja auch. Das ist wirklich, ihr baut eine. Wirklich, einfach, dass wir es wieder richtig verstehen und meine Liebe für Fuji hier auch bewiesen wird. Ihr baut eine von den besten Kameras, die sich ein Fotograf wie ich, selbstständiger Fotograf, verdiene mein Geld mit dieser Kamera. Die ist einfach super.
Wir können das Objektiv, wir sagen, Stefan, wir zahlen dir Geld und dafür tun wir das Objektiv dran löten, einfach als Challenge. Dann würde ich sagen, jeder macht halt. Gut. Jetzt habe ich hier einen Puff gemacht. Also, es ist mir sehr wichtig, weil ich weiss auch nicht, wer das Video anschaut, wenn das dann online ist. Ich habe Fuji gern. Und ihr macht einen super Job. Aber aktuell kommen echt Kameras raus, wo irgendwie ich wie das Alter für bin. Ich weiss es nicht. Und mit der hat es irgendwie gestartet. Und irgendwie bin ich einfach ein bisschen traurig darüber. Ich bin so ein bisschen traurig darüber, dass hier nicht so eine Blende F2.8, wo er sich verhält wie ein F2. Das. Ich meine, es gibt ja Objektiv für die GF, also die GF-Bajonett, das ist das GFX-Bajonett. Da gibt es Objektiv 50 mm, 65 mm, es gibt 65 mm F2.8. Das ist vielleicht 30% grösser und nicht mega schwer. Und da überlege ich mir so, also da hätte man ja das drauf tun. Aber ich bin natürlich kein Kameratechniker, ich bin hier ein Palaveri auf YouTube. Ich habe kein technisches Verständnis, wie man die Geräte baut. Und darum, was nehme ich mir raus, hier so zynisch zu tun. Und gleich bin ich jemand, der ja für das Geld ausgibt oder soll ausgeben. Und dann mache ich mir natürlich meine Gedanken. So, fertig, Kritik zur GFX 100 RF. Sehr aus dem Bauch, wie ihr merkt, die Videos bei mir hier auf dem Kanal vorweg gehen, sind nicht gescriptet. Stellt das hier noch scharf? Ja. Ich tue wirklich erzählen. Ich wollte euch erzählen mit meiner Art, wie ich die Kameras benutze. Darum gibt es hier eigentlich auch keine Reviews, sonst würde ich es deklarieren, wo ich die Kamera nur 3 Tage habe. Wenn ich eine Kamera, meistens baue ich die von Foto zum zur Verfügung gestellt, nicht genug lang kann bei mir haben, wie aktuell Sony RX1R Mark III, weil ich den Namen sogar sagen, abrufen, dann kaufe ich sie. Ich muss sie wieder verkaufen, wenn sie in 3 Monaten durch ist. Aber ich will das Gerät testen, ich will schauen, kann ich es für mich brauchen, Facts für mich. Ich habe sehr gerne Kameras, ich habe immer gerne ein bisschen mehr Kameras da bei mir. Aber ich kann es immer gut wieder verkaufen und bei der ist jetzt wirklich so das Thema, wollte ich die wirklich behalten. Und das finde ich schade, weil es ist GFX und ich finde, es ist für mich gebaut worden, aber ich das Objektiv nicht. Alles andere ist mega, mega cool. Wir kommen noch zum Restlichen. Wir haben super Knöpfe, wir haben haptisch tolle Release, super Verarbeitung, wir haben Top IVF, GFX-Serie-Kameras haben Top IVFs, Fakt, mega durchzuschauen. Wir haben das perfekte Fotografie-Display, nicht zum Filmen, man kann mit dieser Kamera auch filmen. Spezifikationen, wenn es interessiert, wer die Kamera zum Filmen braucht, viel Spass, aber würde ich jetzt nicht. Aber man kann mal schnell einen Clip oder so aufnehmen. Sie hat kein Stabi, das ist ja noch ein anderes Thema, das stört mich nicht. Ich weiss, viele Leute finden, ich muss einen Stabi haben. Ich sehe das jetzt eher weniger. Vor allem, sie hat einen Live-Shutter wie einen X100. Also ich finde zum Fotografieren klar, für gewisse Typen Menschen ist es wichtig, die Nachtfotografie machen. Aber hey, du kaufst dir im Fall keine Mittelformatkamera mit einem fix F4-Objektiv und machst schnell. Und sie hat einen ND-Filter. Also können wir noch darüber reden. Zusammenfassung. Zwischenzusammenfassung. Wir haben eine klar deklarierte Fotokamera mit einem F4-fixen Objektiv. Wir haben einen Live-Shutter, also nicht einen Schlitzverschluss, sondern einen Zentralverschluss. Der ist weiter vor im Objektiv, meines Wissens. Der kann nicht so schnell verschließen. Also bei 1/2000 ist der Schluss. Erlaubt mega coole Blitzsynchronisationszeiten. Ich brauche keine Blitze, ich kenne sehr wenige Leute, die blitzen, aber offenbar ist das ein Ding. Und das Thema ist eigentlich, wenn ihr draussen offenblendig fotografieren, dann ist bei 1/2000 Schluss, mechanischer Shutter, dann hat der Rolling Shutter und so weiter. Das ist nicht so geil. Und darum hat die einen ND-Filter drin. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass die Leica Q einen ND-Filter drin hat. Haben sie nicht. Die X100 hat auch einen ND-Filter drin, die macht es aber Sinn, weil wir ein Blende F2-Objektiv. Und warum dass wir jetzt hier drin bei Blende F4 einen ND-Filter brauchen, erschließt sich mir nicht, aber wahrscheinlich hat man gefunden, wenn man es bei X100 rein tut, passt es hier auch rein. Weiss nicht. Also grundsätzlich kann er gäbig sein, weil es kann tatsächlich so hell sein, dass ihr mit einem 2000 und F4 nicht zu Boden kommt, aber es macht in meinen Augen ein bisschen begrenzt Sinn. Auch hier wieder macht der Body 10% grösser und tut den Bildstabilisator rein.
Dann macht halt eine Hybridkamera, oder? Ich meine, dann kann man auch sagen, ja, dann tut halt 4K60 rein, Body grösser, Lüftungsschlitze rein und dann haben wir einen Canon R5 in einem Fuji-Gehäuse. Darf ich das so sagen? Ah ja, das ist ja noch gesponsert. Gut, wir kommen zum Fazit. Habe ich etwas vergessen? Wir haben 2 SD-Karten-Slots, was eigentlich bei einer GFX-Serie-Kamera von mir aus sehr Pflicht ist und nicht irgendwie etwas, was man speziell muss erwähnen muss, aber wir erwähnen es gleich. Da hinten. Wir haben genau 2 SD-Karten-Slots. Wir haben auf der anderen Seite, die Türchen sind gut gemacht. Sie ist witterungsbeständig, soweit. Ja, also bei einer Fixed-Lens-Kamera. Gut, wir haben jetzt gelernt, der RX1 Mark III ist es nicht, aber ich weiß nicht genau, was, wie, wo, wenn dort Zeug reinkommt. Und ich kenne vor allem auch sehr wenige Leute, die wirklich sehr aktiv im Schiff draussen fotografieren, aber das gibt es selbstverständlich. Wir kommen dann bei meiner Empfehlung, für wenn die Kamera ist noch dazu. Also wir haben hier ein Mikrofon aus, also wir hatten sogar, es ist eigentlich eine halbe Hybridkamera. Das Wichtigste, für wen ist die Kamera? Nicht für mich. Also halt eigentlich nicht. Aber ich muss unterdessen wirklich sagen, wenn du jemand bist, der geht wandern, wenn du viel gehst spazieren, du bist in der Natur, du hast einen Rucksack bei dir, aber du musst auch noch Servola mitnehmen oder Käse und Brot und einen Regenschutz und der Guck nicht was alles. Oder du reist, du hast sehr leicht, was Fotoequipment angeht, du filmst auch nicht, dann ist die Kamera für dich. Wenn du 5000 Stutz Führung hast für das. Haben die meisten Leute nicht, die gerne so Sachen machen und sie das Geld eigentlich... Also ich habe immer mit Leuten zu tun, die gerne dann das Geld auch für entsprechende Sachen ausgeben, nicht für die Kamera. Aber wenn du jetzt jemand von dieser... Wir reden hier wirklich von einer Nische, dann ist die Kamera für dich. Wenn du gerne, wie ich, einfach Kameras hast und wenn du dir das so irgendwie kannst finanzieren, dann ist die Kamera auch für dich. Wenn du in die Richtung Architektur, Innendekoration, also alles, wo man ein bisschen weitwinklig, wo man ein bisschen mehr Maus drauf hat, weil du hast 28 mm, das ist sehr cool. Sachen, wo du zum Beispiel generell die Kamera auf Stativ stellst, weil du immer ein bisschen wenig Licht hast, egal ob Blende 2, Blende 4 oder whatsoever. Oder wenn du eben Inneneinrichtungssachen machst, die wegen der Teufelunschärfe sowieso musst abblenden musst. Wenn dir das wie egal ist, dann musst du die Kamera mit der App. Die App ist sehr gut von Fujifilm, also die neue X-App, Fuji X-App heisst sie meines Wissens. Einfach die es vor 2 Jahren gegeben, die ist nicht so, und die neue ist sehr gut und dann kann man Fan auslösen. Ich habe das auch schon 2-3 Mal gemacht, wo ich so eine Fitnessbox gefotogt habe und dann hatte ich so ein kleines Peak-Design-Stativ bei mir gehabt. Die Kamera draufgestellt, Fanauslöser vom Handy und ich habe dann sogar noch auf Blende 5, 6 abblendet und sie 3 Sekunden belichten. Also die Kamera ist für ganz viele Leute und die Kamera ist wahnsinnig cool und das ist null Sarkasmus. Wer jetzt das ganze Video bis dahin geschaut, wirklich nicht. Ich bin Fan von dieser Kamera und ich möchte mir sie gerne einfach leisten. Aber das Thema ist, wir reden hier nicht von 2'500, von 2000 Franken oder mehr von 2900 Franken, sondern wir reden nochmal von 2000 Franken mehr. Das ist mehr als nochmal ein X106, wenn du eine bekommst. Und ich sage auch nicht, die Kamera ist zu teuer. Die Kamera ist sogar zu günstig. Die können sogar noch 500 Franken mehr kosten. Ich weiss, je nachdem, wo ihr sie kauft, mit Zoll und was auch immer, ist das so ein Thema. Aber so wie sie in der Schweiz kannst kaufen für die 4'900 Franken, die Kamera ist nicht zu teuer, für was sie kann. Weil die Kamera, die ist toll, die ist mega. Und die Lobeshymne über Fujifilm GFX-Kameras ist, glaube ich, in diesem Video klar rübergekommen. Leider ist einfach das Objektiv in meiner Welt und so wie ich die Kamera möchte brauchen und so wie ich die Kamera möchte gerne haben, eine Fehlentscheidung. So, das war es von diesem sehr ehrlichen und auch ein bisschen emotionalen Fujifilm GFX 100 RF Review. Dass ich hier irgendwelche Spec-Sheets oder so erzähle, das soll ja nicht die Idee sein. Wer schon mehr als ein Video hat geschaut von mir, sieht ja auch, dass das hier nicht die Idee ist. Und darum wollte ich euch eine ehrliche Meinung zu den Kameras, die ich hier zeige, geben. Und das ist meine ehrliche Meinung zu dieser Kamera. Ich glaube, es hätte auch schlechter ausfallen können, weil schliesslich sehe ich ganz klar Konsumentinnen für die Kamera. Ich nur halb und darum vielleicht, weiss noch nicht, ob unsere Beziehung weitergeht oder nicht. Merci fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.